Ach ja, Leute, dieses Grün der neuen Welt, wie schön, der Kaffeeplantagen, die wir vielleicht noch nicht mehr so lange brauchen werden. Obwohl andererseits, in meinen Kaffeeplantagen selbst können wir einfach in der neuen Welt behalten. Einfach sagen, hey, da habt ihr Kaffee, da ist für euch selber, weil Versorgung wäre natürlich für euch selber nicht so schlecht. Dann passt das doch. Allerdings, was mir gerade so auffällt mit den Melonen, haben die nie Probleme hier, Freunde? Oder vielleicht von hier aus noch? Die haben keine Melonen mehr. Hä? Gehen bitte die Melonen aus? Jo, warum auch immer. Gut, da können wir vielleicht dort noch ein bisschen anknüpfen und Melonen irgendwie. Ja, das ist sowieso so ein Thema, wa? Wie lange wollen wir das Ganze überhaupt noch fortsetzen? Weil, ich meine, irgendwann, du kannst überall noch dies und das und jenes optimieren und konfigurieren, bis alles super perfekt wäre. Aber wollen wir das überhaupt? Wollen wir wirklich am Schluss eine perfekte Welt haben? Und dann das Let's Play beenden oder sagen wir beim gewissen Zeitpunkt, hey, jetzt haben wir eigentlich alles soweit gesehen und erforscht und den Rest, was man noch noch weiter optimieren könnte, und sparen wir uns vielleicht für einen späteren Zeitpunkt noch auf. Wäre ja auch eine Option, nicht wahr? Warte mal, jetzt gerade sehe wir haben einen Richtschützen, beeinflusst Abwehrgeschütze, ja, plus Besucherhilfe, Attraktivität plus 15. Der ist natürlich eigentlich schon nicht schlecht. Aber gar nichts mehr, okay. Also eben insofern hier eine Hafenmeisterei. Ich kann zwar den Hafenmeister irgendwo anders hinpflanzen, also. Ich kann ihn auch direkt mitten hier, ja. Mitten aufs Meer hinaus platzieren. Warum haben wir eigentlich nur 950 insgesamt, frage ich mich hier gerade. Ja gut, natürlich 1000 einfach schon ein bisschen übertrieben. Egal, komm, wir haben andere Sorgen. Verzieht die Maus ein bisschen. Mein System kackt langsam aber sicher ab. Das macht ein bisschen Kopfzerbrechen, Freunde. Ist vielleicht doch langsam mal Zeit, zumindest mal einen Wechsel auf Windows 10 endlich mal zu machen. Also wohlgemerkt, das ist mein Gaming-PC, nicht der Arbeits-PC, sondern der Gaming-PC. Beziehungsweise doch der Gaming-PC, aber nicht die Arbeitsstation. Die Arbeitsstation ist eigentlich Notebook. Eben PC, Gaming ist insofern klar. Aber generell, doch, Windows 10 muss es sicher vorher noch machen. Aber generell ist langsam mal Zeit für sowieso ein neues System. Weil, es ist ja auch so. Noch so viele Abenteuer vor uns. Da hast du natürlich recht. Es ist ja auch so, dass ich dieses System bereits, also zumindest das Grundsystem vom PC und Gaming-PC seit 2014 bereits habe. Natürlich damals hat alles auf den neuesten Stand gekauft und so, klar. Weil ich wusste, hey, das System muss 3-4 Jahre sicher überleben. Besser 5. Zwischendurch haben wir die Grafikkarte ausgetauscht. Aber der Rest ist eigentlich noch so weit wie damals. Ich meine, klar, was musste im Gegensatz zu damals großartig noch optimieren? RAM? Nee. Das ist mittlerweile in einem Stand, wo du sagen kannst, hey, wenn du 16 GB RAM hast, dann reicht das. Weil alles andere, vor allem was grafikmäßig irgendwie, sagen wir jetzt mal, anspruchsvoll ist, das löst du sowieso über die Grafikkarte. Dann hast du dort einen eigenen VRAM. Also insofern, dass die Grafikkarte sich was man immer ein bisschen anpassen muss und, also ja, halt auch so alle paar Jahre vor allem, dass man sich sagt, hey, cool, jetzt vielleicht mal einen neuen Prozessor. Dass der noch ein bisschen leistungsfähiger ist. Generell noch Speicherkapazität und das hat sich's eigentlich. Was jetzt halt so noch ein bisschen anbieten würde, wäre halt eben auch bezüglich den Anschlüssen, weil USB 3 ist eigentlich auch mittlerweile ein bisschen ein alter Stand, sag ich jetzt mal. Jetzt haben wir eigentlich so mit USB-C und Thunderbolt 3 die Anschlüsse jetzt eigentlich aktuell und am schnellsten sind, also schnellsten nicht, ja doch Thunderbolt 3 schon. Das sind halt diejenigen, die jetzt halt am schnellsten und am aktuellsten sind und mal auf die abzugraden. Ja, eben. Beim Notebook habe ich es bereits gemacht. Der ist noch irgendwie von letztem Herbst, also doch relativ frisch. Eigenes NAS, ein eigener kleiner Server zu Hause ist der auch schon jetzt neu. Also noch nicht eingerichtet. Wir haben noch keine Zeit gehabt. Ja, kann halt auch passieren.
kaufen sich einfach neue Dinge, sagen man sich so, hey, ja, jetzt mal ein bisschen Zeit habe, dann mache ich's. Und irgendwie plötzlich ein halbes Jahr später, hey, jetzt habe ich Zeit, aber jetzt gibt es schon bessere Systeme. Scheiße. Das kann halt alles passieren. So, warte mal. Die gelehrten Bevölkerung sind immer die 810. Kann man hier noch ein bisschen gucken, wie es eigentlich so aussieht generell mit den Gelehrten. Die Gelehrten. Das Sahnehäubchen Also für unsere Freundschaft. Nee, haben wir schon mal darfst du gesagt, nicht? Rem. Rum, nicht Rem, Rum. Rum haben wir natürlich keinen mehr. Wie immer, da ist nichts Neues. Hochräder, ja, kann man ein bisschen optimieren. Kaffee sind wir jetzt dran. Schokolade ist noch ein bisschen stabil. Lederstiefel, Maßanzüge. Da wäre noch interessant, ist die Maßanzüge. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Das stimmt so nicht ganz. Ich habe in der Zwischenzeit das Spiel 1,5 Stunden pausiert. Also Lederstiefel sind soweit noch cool. Maßanzüge, ja. Ich sehe etwas derangiert aus. Warum steigen die eigentlich ein bisschen höher? Das wundert mich ein wenig. Ja, ich schiebe jetzt immer wieder ein bisschen hin und her, aber... So, das haben wir schon mal erwähnt, also vor allem so, was sind sie jetzt, die Sangha-Kühe? Ja, also sicher eigentlich damit schon mal noch ein bisschen abholen könnte, mit dem Schuster. Erstmal muss ich hier mit dem Strom gucken, dass das funktioniert, wie es soll. So, Europa, Öltanker, das ist für die Ölverteilung. Jetzt da unten ein bisschen was abgeliefert, jetzt bringt den Rest hier rüber. Sehr gut. Sind die anderen Öltanker auch schon auf dem Weg hierher? Da habe ich welche gesehen. Nee, okay. Schade. Ich gehe natürlich hier hin, jetzt muss ich hier halt warten. Ist auch so eine Frage, ob ich hier die Gebärde einfach abreiße. Weil sie primär zwar optisch schon cool wäre, aber nicht viel bringt. Ein bisschen Einfluss sogar zurück. Und hier zum Beispiel sage, upgraden. Nee, dass ich generell sage, hey, jetzt haben wir momentan ja genug Fische. Ist doch cool. Dann reiße ich zum Beispiel, nee, nicht den. Dann reiße ich den hier ab. Wann machen wir weiter? Darf der weitermachen. Platziere ich den hier ein bisschen weiter darüber. Ne, platzieren hier hin. Nein, natürlich bleiben wir erstmal hier. Kann ja theoretisch die Dinger hier erst einmal kurz entfernen. Alter. Scheiß Maus. Anlegestelle ist super, weil momentan gerade irgendwie keine Chance habe. Hafenbereich erfordert, der ist doch frei. Ganz schön zickig, aber okay. Hier zum Beispiel, der ist jetzt genau daran. Weil irgendwie sagt, hey, die noch ein bisschen weiter weg, das wäre nicht so schlecht. Den irgendwie hier hin. Ach ja, hatten wir schon mal, war das Thema. Ne, so wollte ich das eigentlich nicht haben, aber warte mal ganz kurz. Hallo? Wo ist der? Ah, hier. Ist der wirklich so? Aha. So, jetzt stimmt's wieder. Brauche hier wirklich so viel Öl? Ja, Mindestlagerung eigentlich nicht. Also, ganz ehrlich, 2 reichen doch eigentlich. Ich brauche eh nicht so viel Öl hier auf der Insel. 1400, ja, komm, das reicht. Dann gehen wir wieder zurück. Und der kann... Ja, ganz hingehen nicht, das war mir klar. Doch, der kann hier bleiben. So. Und das einfach nur, weil ich es kann, weil es adrett und nett aussieht. Ja, wobei adrett und nett ist übertrieben. Ja, doch ein bisschen was, finde ich, hat's. So ganz breite Straßen und so, ja.
Ja, jetzt kommen diese kack-optischen Feinheiten wieder. Ups. Tja, ja, man kann sie auch übertreiben. Wenn wir schon im Thema übertreiben sind. Ich sehe frische Stören Sie sich Ziegel. nicht an den Dampfwolken. Frische Ziegel. So, Freunde, was machen wir jetzt noch Schönes, wir haben ja schon einiges gebaut. Ja, wir haben auch schon wieder frische Ziegel hier. Sehr gut, sehr gut. Hier unten würde ich mal sagen, dass ich die schon wieder mal aktiviere. Da ist momentan leider nichts Neues mehr. Ölhafen ausbauen für Züge und den Lagerplatz vergrößern. Bringt es momentan noch nicht wirklich. Maschinen laufen an. Weil ich hier gar keine eigene Ölproduktion habe. Oder auch irgendwelche Gebäude, die Öl bräuchten. Deswegen kann ich es eigentlich momentan noch so lassen. Sag mal, nur mal so, by the way, ihr seid irgendwie relativ langsam unterwegs, kann das sein? Wo ist meine anderen Öldinger hin? Hä? Ah, okay, da kommt gerade einer. Sind die anderen beiden noch hier drin? Ja, da kommt gerade. Also nur, der den gerade losgeschickt habe, war okay. Beziehungsweise, was heißt gerade, zu Beginn der Folge? Ah doch, hat er 10 Minuten. Ja, krass. Also der ist für die Verteilung zuständig, der Rest müsste gleich nachkommen. Da müsste es eigentlich nachher wieder so funktionieren. Jetzt eben hier Öl, halt genug Öl, ist klar. Ja, habe ich auch ein bisschen was. Und dann klappt das schon. Ich bin einer der Gelehrten. Wie kann ich helfen? Ja, auch noch eine Stunde. 40, 47, 46. Doch. Hä? Ist es ein bisschen schneller oder ist es nicht schneller? Nee. Creepy. Ja, also das ist auch dabei. Ich muss vielleicht mal gucken, dass ich die noch irgendwo anders hin platziere. Was für mich persönlich auch besser aussehen würde. Das gefällt mir irgendwie auch nicht so richtig, hä? Botanischer Garten, hier Museum, Zoo. Einerseits hat es was, das hier vorne zu machen. Andererseits kann man sich ja auch vorstellen, hey, Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. warum die Dinger Ich nicht kann es nach spüren. hinten verschieben, hier hinten. Das Forschungsinstitut dafür da vorne. Einfach nur, weil es so geil aussehen würde, wenn ich es hier vorne habe. Ich glaube sogar, ich habe irgendwo eine Uni, oder? Ja, hier sogar eine Uni. Krass. Also das würde sogar auch noch theoretisch gehen. Wie ich sehe, haben Sie alles im Griff. Weltausstellung betreten, ja. Gut, Strom wäre eine Option, da habe ich auch. Hier, Kraftwerk. Ich träume Ich habe überall von mehr. Strom. Gut, die brauchen zwar nicht, aber ich hätte hier Strom. Oh je, oh je. Also, Kaffeerösterei, wie gesagt, es dauert noch ein bisschen, knapp eine Stunde. Aber kommt alles noch. Propeller drehen sich. Jetzt habe ich hier relativ viele Ziegel. Jetzt fragt man sich verständlicherweise, wenn ich jetzt hier schon mal so ein riesen Lager auch habe mit allem drum und dran, könnte ich ja langsam auch mal anfangen, naja, meine ganzen, ihr wisst schon, die Routen und so alles endlich mal hier hinzuschippern. Müsste jetzt eigentlich gehen, oder? Warte mal, dich kann ich ja nicht mehr verschieben, wa? Obwohl ich es vielleicht gerne tun würde. Ja, warte mal. Jetzt normalerweise müsste ein freien Hafenbereich hier sein, aber gut, wenn ihr natürlich nicht das Gefühl habt, dann machen wir es halt nicht. Ja, So. Tanker bereit. Der Ölimport. Bingo. Eigentlich, doch ist eigentlich ein Import, weil er kommt ja von hier. Er kommt nicht irgendwie aus der neuen Welt. Er kommt ja hier von der alten Welt.
Zack, 400. Ist eigentlich nicht viel, muss auf das erste reichen. Dann kommt Guinevere, bereits der zweite. Dann haben wir noch einen dritten und neben hier den vierten, der ja für den Verteiler zuständig ist. Da ist er der hier. Der gute alte Europa. Vergesst mir bloß nicht in Europa. So. Nachdem ich eh noch darauf warten muss, dass endlich die Kaffeeproduktion beendet ist. Und so wir das gemacht haben, können wir dann auch anfangen, bereits das nächste zu erforschen, was ja noch ein bisschen vonnöten ist, nicht wahr? Hier draußen darf er gar nicht, krass. Da sagt das Spiel sich einfach so, nö, hier darfst du nicht. Was ich jetzt mache, Freunde, ist mehr für die Optik. Naja. Also weiß er nicht. Aber egal. Hier eigentlich auch schon mal zwei. Also ganz ehrlich, können wir schon mal anfangen. Komm. Wir haben also in der alten Welt, ja, da ist, ja genau, da ist der zuständig, da ist aber richtig, weil das sind ja die Rohstoffe, die geliefert werden müssen. Dann haben wir alte Welt Arktis. Hier ist ja auch die Frage, doch, das lohnt sich ja schon, also die noch so belassen, weil es bringt jetzt nicht, wenn ich die Route anpasse und sage, hey, von der Arktis erstmal hier runter und von hier aus dann darüber schippern. Sicher, das sind nicht so ganz. Und hier auch, weil es ja trotzdem irgendwie ein Austausch und jetzt zu Beginn weg noch. Ja, vielleicht können wir später mal noch machen. Vor allem, wenn es dann darum geht, wenn wir irgendwie auch mehr von den ganz großen Schiffen hätten. Also von den, wie heißt es schon wieder? Von den Great Eastern, dankeschön. Wenn die haben halt bis zu 8 Frachtplätzen, dann würde es schon oder eher lohnen zu sagen, hey, alles kommt nach Northern Bay und von hier aus wird es verteilt. Aktuell lohnt es mehr, wenn wir jetzt sagen, hey, okay, zum Beispiel hier mit dem Café, der sowieso bald weg kann. Die Viper zum Beispiel bitten an Northern Bay liefern und von hier aus liefern wir es dann weiter. Ja, komm. Fangen wir mal an damit. Nach Northern Bay. Jeder muss für sein täglich Brot arbeiten. Kämpfen Sie notfalls dafür. Wo genau der durchfliegt, ist ja relativ wurscht, sage ich jetzt mal. Dann mach erstmal die mit der neuen Welt. Also alles, was neue Welt, alte Welt ist, erstmal hier hin. Alleine schon auf wegen der Strecke, wa? Damit es irgendwie schneller geht. Okay, der hat nur die 3 Dinger. Dann auch hier Northern Bay, Northern Bay. Bei dir ist es auch so. Oh! Kurz verklickt, weil die Edgewater ist entladen. Hehe. Also natürlich noch ein Fakt ist, wenn wir nicht unterschätzen dürfen. Es liefert quasi alles in Northern Bay und verschipperst dann von hier weiter. Theoretisch eben möglich, aber man muss halt eben gucken, wie machen wir das am besten, weil wir brauchen natürlich Schiffe, die das machen. Oder Schiffe, die quasi jetzt nach Northern Bay gehen, die Waren holen und uns dann intern verschippern. Schade, dass mit den Zeppelin, dass die irgendwie nicht mehr Frachtplätze haben. Also dauert es halt doch eine Weile. So, dann die internen haben wir noch eine Arktis alte Welt, auch interessant. Man sich das vielleicht auch schon irgendwie überlegen, wobei man muss irgendwie ein Schiff haben, was dann die Kohle und so von hier hin und so liefert, und denke ich mir so, nee.
macht irgendwie schon Sinn. Also das Kap und die neue Welt, das macht auch Sinn. Die Routen hier selbst, ja, die muss natürlich vor allem auch anpassen. Die Frage, kriegen wir es alleine so schon hin? Schwierig irgendwie, wa? Das ist halt auch sicher der Hauptgrund, wieso ich jetzt so lange damit gewartet habe, überhaupt damit anzufangen, zu sagen, hey, da mit dem Verteilen und so. Mit dem Öl ist relativ einfach, da ist ein einziges Gut, wo ich jetzt sage, hey, hier hin und dann woanders hin verteilen, fertig. Mit dem Öl klappt es relativ gut, aber hier jetzt, mit dem Luftschiff und allem, das wird schwieriger. Weil dann von hier aus überall hier hin, das sind halt jetzt die internen Routen, die zum Beispiel. Dann die Frage, zum Beispiel Route 1 macht vermutlich Sinn, wenn ich es weiterhin so belasse, wie es gerade ist. Route 4 zum Beispiel macht vermutlich eher weniger Sinn. Bright Sands. Warte mal, Bright Sands, Segel laden. Und Deachwater ausladen. Gut, aber sicher gemacht, weil ich irgendwo halt hier noch... Also nicht raus eine Sache, aber... Ich habe doch garantiert eben auch... Ja, logisch, ja, natürlich auch Rohmaterial hier. Die Lager sind voll. Hier mit dem Salpeter. Kann ich hier eben auch nicht machen. Das ist sowieso die einzige Insel, mit der ich irgendwie Salpeter produzieren kann. Ja, eben, dann ist so ein Punkt. Achtung, der Boss. Kurz zurück in die Arktis. Höhe stabil. Wie sieht es denn hier jetzt genau aus? Wir haben ja den hier. Der liefert halt, ja, 5 Güter, deswegen kann ich es nicht durch ein einziges Luftschiff ersetzen. Das ist hier das Problem. Dann habe ich hier die beiden, die schon dabei sind, beziehungsweise, aha, da ist der. Unterwegs ist Aura, ja, die wir jetzt gerade haben. Das Luftschiff wiederum kostet mich 4 Einfluss. Propeller drehen sich. Ich schicke dich trotzdem mal in die alte Welt. Den Rest dann vielleicht gleich mit. So, warte mal. Ist das der gleiche oder schon wieder der nächste? Oder kein Öl hier. Anlegestelle habe ich ja natürlich jetzt dummerweise kein Lagerhaus, deswegen ist es ein bisschen schwierig zum Abschätzen, was die jetzt schon alles haben oder was sie noch nicht. Erwarte neuen Kurs. So weit eigentlich schon mal. So, jetzt ist eben halt die interne Verteilung das Problem. Ja gut, Freunde, soll es mal fürs Erste gewesen sein. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz, lasse ihn noch dahin schippern. Und sage an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part machen wir also hier weiter. Ob es überhaupt was Vernünftiges ist, kann ich ein bisschen will noch nicht sagen. Es wirkt alles noch ein bisschen sehr, sehr creepy, ich weiß. Oh, viele Ausbaukosten. Wollte ich irgendwie was hier optimieren offenbar. Interessant. Interessant. Das ist das Forschungsinstitut. Hier wird geforscht. Das Forschungsinstitut. Hier wird geforscht. Ja, ja. In 2 Folgen schätzungsweise haben wir es dann. Kaffeerösterei, das wird ein Spaß. Ich glaube, es macht irgendwie Sinn, wenn wir das sogar hier machen. Aber so, jetzt so rein theoretisch betrachtet,
Ja, mit warum geht sie natürlich nicht. Hier Schäferei, das würde hingegen gehen, dass wir die fortschrittliche Baumwolle, Baumwollstoff hier machen würden. Polyminetter zwar auch, eventuell noch die Fruchtbarkeiten austauschen könnte. Das wäre natürlich ein Ding. Wobei, nee, eigentlich wäre es hier natürlich auch. Ja, vielleicht muss man noch gucken, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Also doch, im Prinzip schon. Ja, also die Waren von alte Welt, neue Welt, das irgendwie so mache, obwohl das verdammt lange braucht jetzt zum Handeln. Ja. Aber generell natürlich schon eine coole Idee, das muss man so sagen. Das ist schon das nächste. Stabil. Ah, neue Welt 5, okay, bereits der nächste. Cool. Cool, cool, cool. Gut, Freunde, Das danke fürs Leben Zusehen. kommt einem gar nicht mehr so übel vor. Da teilen wir wohl die gleichen Ansichten. Ja, hier schon, aber wie man damit weitermacht mit dem Typen, da ist ein anderes Thema. So. Wir haben wieder 400 Öl, sehr gut. Wo bin ich jetzt gelandet? Super, ich wollte gar nicht hier hin. Oh, geile Luftschiffe. Ist ganz schön heiß geladen, wa? Pierre. Der gute alte Pierre. Weiter hinab in die Tiefe. Oh nee, die schon wieder. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.